Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung einen neuen Ort für den letzten Abschied, eine neue Möglichkeit zur Weiterbildung, ein neues Angebot für den Wassersport. Bevor wir jetzt aber zu unseren Beiträgen kommen, gebe ich zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Die Rettung rund um das Kunstwerk vom Oberländer Karl Gerber war abgeschrieben. Und das Kunstwerk hat sich im Raiffeisen-Gebäude in Zweisimmen befunden, das wegen einem Neubau abgerissen wurde. Doch das Gemälde hat die Abbrucharbeiten überstanden. Neuer Bauverwalter verlässt die Gemeinde. Kurz nach der 3-monatigen Probezeit hat der Reto Bürki in Lauterbrunnen seine Kündigung eingereicht. Er und die Personalkommission haben unterschiedliche Vorstellungen über die Organisationsform und Führung innerhalb der Gemeindeverwaltung, heisst es von Seiten der Gemeinde. Neue Anzeigetafeln mit Touchscreen. Busreisende können Fahrplaninformationen am Bahnhof Thun neuerdings auf den neu installierten Abfahrtsanzeigern abrufen. Insbesondere für Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer und Personen mit einer Sehschwäche sind das gute Neuigkeiten. Mit der Corona-Krise hat sich das Thema Tod in unserer Gesellschaft wieder mehr in den Vordergrund gedrängt, als das davor der Fall war. Abschied nehmen für immer ist eine schwierige Angelegenheit. Dafür braucht es die richtigen Orte. Ein solcher Ort hat der Bestatter Thomas Rubin im Burgzentrum in Thun geschaffen. In seiner Begegnungsquelle können Trauerfeiern in ganz persönlicher Form vorgenommen werden. Das ist wichtig für den Trauerprozess, hat er meinem Kollegen Patrick Schmed erklärt. Es war immer ein Traum von mir, dass man den Leuten etwas anbieten kann, das ergänzend ist zu der Kirche, wo sie im ganz persönlichen Rahmen Abschied nehmen können, wo sie sich einbringen können, wo sie den Ablauf bestimmen können. Und das ist hier in unseren Räumlichkeiten möglich. Die Ansprüche der Leute haben sich in den letzten Jahren natürlich auch verändert, aber wir mit unserer Erfahrung probieren auf alles eine Antwort zu haben und sonst Sachen abklären und möglich machen, dass man zum Beispiel einen Gegenstand mit reinnehmen kann, wo man sonst vielleicht in der Kirche nicht könnte, wo vielleicht nicht so angebracht wäre. Oder dass man mit einem Musikstück etwas untermalen kann, das ganz wichtig ist, das im Leben des Verstorbenen etwas bedeutet hat. Und da fühlt sich dann die Familie auch wieder getragen und geborgen, wenn sie das dann wieder hören. Bei den Dekorationen gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, aber auch dort nehmen wir die Wünsche der Angehörigen auf. Wir schauen dann in den Lieblingsfarben oder mit den Lieblingsblumen, dass man das integrieren kann und dass es dann so einen stimmigen Rahmen gibt. Der Tod beendet das Leben, aber nicht die Liebe. Der Spruch, wir sind gerade aktuell in der Begegnungsquelle. Das ist ein Raum, den wir anbieten für freie Abschiedszeremonien. Wenn jemand vielleicht nicht in die Kirche möchte oder nicht möchte im Freien eine Abschiedszeremonie feiern, dann kann man diesen Raum hier mieten. Und wir gehen dann ganz individuell und ganz persönlich auf die Wünsche der Trauerfamilie eingehen, wo wir diesen Raum nachher haben zum Gestalten von einer Abschiedszeremonie. Wir haben weiter Räume von der Aufbahrung, die wir auch persönlich gestalten, die immer ganz liebevoll geschmückt sind und wo man jederzeit Abschied nehmen und würdigen kann. Rituale sind etwas Wichtiges, gerade eben für den Trauerprozess, weil du kannst so die Leute ein bisschen ins Handeln bringen. Sie können selber aktiv etwas mitgestalten, sie können mal selber aktiv richtig Abschied nehmen. Und da gibt es eigentlich keine Grenzen. Wir haben letztes Mal ein Lebensbild gezeichnet, wo wir ganz grosse Herzen in Regenbogenfarben gemalt haben, wo jede Farbe für einen Bereich des Lebens von dem Menschen zuständig war. Es ist so viel möglich. Da geht es wirklich darum, so individuell und so persönlich das Leben war, so individuell und persönlich soll die Abschiedsfeier sein. Und es ist auch wichtig, dass die auch für die Hinterbliebenen ist. Weil das soll Trost und Halt spenden. Die Kinder haben eine natürliche Neugier und haben eigentlich ganz einen natürlichen Umgang mit dem Tod. Wichtig ist einfach, dass man ihnen erklärt, dass man sie begleitet. Von dem her ist das unglaublich wertvoll, die Arbeit, die hier gemacht wird, wenn die Kinder schauen, erfahren, begreifen, spüren, was heisst Sterben, was heisst Abschied nehmen, was heisst Trauern, was ist Tod. Das ist wichtig für eine neue Abschiedskultur, die wir wieder pflegen sollten. Die Corona-Krise zwingt uns in ganz verschiedenen Lebensbereichen neue Blickwinkel auf. Zum Beispiel auch bei den Jungen, die in der Ausbildung stehen, aber im Moment nicht arbeiten können, wie zum Beispiel in der Gastrobranche.
Zwangspause kann dort für Fortbildungen genutzt werden. Wie das Beispiel aus dem Seehotel Bönigen zeigt, wo der Kurs Progresso in Gang ist. Meine Kollegin Nora Devenisch ist vorbeigegangen und hat sich zeigen lassen, warum sich so eine Weiterbildung auch lohnt. Sandra Batt, warum ist es so wichtig, dass die Ausbildungen und Fortbildungen in einem laufenden Betrieb stattfinden? Also das ist grundsätzlich immer wichtig, weil es gibt einen Haufen Sachen, die sich immer wieder anpassen. Man muss à jour bleiben. Und ich denke, in der momentanen Situation ist es noch viel wichtiger. Wir können jetzt gerade mit so Kursen unsere ungelehrten Leute eigentlich lehren und durch das Produktivität und Professionalität steigern. Und das wird sehr wichtig werden, wenn wir wieder auftun dürfen. Im Moment findet der Progresso-Kurs im Seehotel zu Bönigen statt. Es sind 30 Personen, die das Hotel in der Nebelsaison und zu Corona-Zeiten belebend wichtige Zustopfen in dieser Zeit. Mehr als wichtig. Also ich denke, jetzt in der ganzen Corona-Geschichte ist es natürlich der einzige Umsatz, den wir generieren können, seien wir ehrlich. Es ist aber auch in einem normalen Jahr eine sehr willkommene Geschichte, weil erstens ist es flotte Leute im Haus zu haben, es ist uns so ein Anliegen, dass die Weiterbildung stattfinden kann. Und es ist so geplant, dass es wirklich immer in der Vor- und der Nachsaison stattfinden, wo wir grundsätzlich nicht so gut ausgelastet sind. Also es ist so oder so eine gute Geschichte für uns jetzt so als Hotel. Ja. Einfach die Suppe nicht kaputt machen. Nein. Zum Abschluss der heutigen Sendung wollen wir ein bisschen wegkommen vom Ernst des Lebens und ein bisschen mehr zum Spass wechseln. Dabei folgen wir zwei Berner Oberländer auf dem Holzweg, wo sie drauf unterwegs sind. Der Sascha Weiss und der Reto Brechbühl stellen nämlich zusammen Surfbretter aus Holz herstellen. Das ist ihre grosse Leidenschaft. In ihrem Shop am Thunersee, am Surfbrett, verkaufen sie ihre einzigartigen Bretter. Meinem Kollegen Benjamin Abeckle haben sie erzählt, woher ihr Faible für Holzbretter kommt und was die Vorteile von ihren Boards sind. Auf was würdet ihr zwei eigentlich eher verzichten? Auf Süßes oder auf Surfbrett? Auf Süßes. So schnell entschieden? Ja. Und warum nicht auf Surfbrett? Es wäre schade. Es wäre wirklich schade. Du hast eine super Zeit mit Surfbrett. Ja, salzig fängt an, müssen gegen süß sein. Könntet ihr beide eigentlich einem 90-Jährigen oder vielleicht einem 4-Jährigen Surfen beibringen? Ich weiß nicht, wie die Nerven hat, als Surfcoach zu arbeiten. Schwere Frage, ja. Ich glaube, so einen Tag könnte man schon, glaube ich. Auf was sollte man denn achten, wenn man das erste Mal auf ein Brett geht? Wenn man jetzt euch sagt, boah, jetzt wollte ich es ausprobieren, was ist da ganz wichtig? Ja, das Wichtigste ist, dass man glaube nicht mit dem kleinen Brett anfängt. Oder? Das ist so der Hauptding, glaube ich, wo der Fehler ist. Ja, ich denke auch, dass man einfach auch sich, aber das merkt man gleich mal, sich bewusst ist, dass es schwierig ist und es nicht so aussieht wie im Fernsehen, dass es so schnell geklärt ist. Und darum, ein grosses Brett hat man sicher eher mehr Spass, das glaube ich auch. Ja, es sieht natürlich cool aus, so mit einem Shortboard unter dem Arm, aber im Wasser ist es wahrscheinlich eben auch nicht so cool. Genau, es ist dann auch, man hat einfach nicht so viel Spass, und verwirrt sicher auch keine Wellen. Also, wenn man viele andere Probleme zuerst hat, mit rauspaddeln, die Wellen überhaupt verwutschen, bevor man überhaupt an das Aufstehen denkt oder so. Also die da hinten wären zu kurz in dem Fall? Ja, die sind für daheim ein bisschen Ballast zu üben. So wie es im Moment aussieht, sind die Temperaturen am Wochenende noch nicht gerade so, dass man surfen könnte. Wie das Wetter genau aussieht, seht ihr gerade im Anschluss bei den Prognosen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon eine grusame Zeit und einen schönen Abend. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Herzlich willkommen bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ja, so kurz vor dem Wochenende und am Samstag, am astronomischen Start in den Frühling, nimmt Sie das Wetter sicher besonders Wunder. Bleiben Sie dran, Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland, das kommt jetzt. Ja, unser Land liegt nach wie vor an der Südostflanke von Hochmargareten in einer Beisenströmung und auf diesem Weg gelangt noch einmal kältere sowie in den untersten Niveaus leicht angefeuchtete Luft zur Alpen-Nordseite. Ja, der Start in einen Samstagmorgen und gleichzeitig in einen astronomischen Frühling Glückszeitenwetter ein bisschen wischiwaschi. Es gibt einen Mixtur aus Wolken und Sonne. Dabei kann es einmal richtig sonnig sein und dann gibt es wieder ein paar Wolken mehr. An den Alpen gibt es unterhalb von 2500 bis 2800 Metern generell mehr Wolken. Die Sonne tut sich hier schwerer und oberhalb von 3000 Metern da ist es strahlend schön. In
Thun, Spiez, Interlaken starten wir mit -2 Grad, in Meiringen mit -3 Grad, in Grindelwald mit -7 Grad, in Adelboden mit -8 Grad und in Gstaad mit -6 Grad in Samstagvormittag. Am Nachmittag wird das Wetter euch nicht neu erfunden. Es geht in diesem Stil weiter. An den Alpen kann es aus den tiefen Wolken zum Teil euch mal flöckeln, das aber euch nicht überall. Es ist weiterhin in den Hochalpen sonnig und nach einem kalten Morgen bleibt es euch tagsüber kühl. Mit einer schwachen bis mäßigen Brise fühlt es sich noch kälter an. Auf den Bergen geht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind. In Spiez erwarten wir 2 Grad, in Adelboden -5 Grad. Am Sonntag und am Montag geht es mit einem veränderlichen Mix aus Wolken und ein bisschen Sonne weiter. Es bleibt kühl. Im weiteren Wochenverlauf zeigt die Temperaturkurve langsam nach oben und ab Mittwoch wird dann die 10 Grad Marke geknackt. Ja, das war Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz eine gute Zeit. Ade miteinander.